YouTube. Hi, das ist Mike Orlowski von Infect Plays Games. Black Ops 3 Beta. Also rüber für PlayStation 4. Ich muss ehrlich sagen, das ist ein bisschen wahnsinnig, so lange, da mussten sie warten. Ich stehe von der anderen Show, das ist Call of Duty Modern Warfare 1, und ich angefangen. Ich habe schon den 2 und 3 gespielt, der wisst, das war nicht dasselbe. Danach ist es weitergegangen, einfach immer mehr Routine. Ghosts war cool, aber gleich war nicht speziell drin, dafür war es schon ein bisschen langweilig gehen. Advanced Warfare war Chaos pur und dafür hatte ich ein bisschen abgehalten zu spielen in den letzten 2 Jahren. Weil aber du kommst, ich habe zum Beispiel das Jahr schon gesagt, ach, ich meine nicht, dass ich mal kaufen. Das kommt im November raus, du kannst Fallout 4 raus, das kommt Battlefront raus. Und dafür werde ich mal wahrscheinlich schon nicht kaufen. Beta, okay, ich habe gesagt, okay, wieso nicht, ich probiere mal. Gucken, ich finde den Channel vielleicht ein paar Videos zu machen, aber bam, okay, das Spiel wird mich direkt drin zurückbrechen und nicht viel von Demos. Also ich habe direkt genossen, der Floss vom Spiel, das fand ich mega gut. Aber ja, ohne viel zu schwätzen, komm, wir gucken, dass keine Party von mir unten und dann gucken wir, was ich noch so sagt. Für uns anzufangen, ich schon gerne mit der Manowar gespielt. Also sie war vielleicht nicht die besten, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich habe in der Beta für noch geguckt, wie spielt sie spielen und dann geguckt, wer war so die besten und die Deutsch einfach extrem gut angefehlt für allem. Ob Distanz oder ob nur, sie hat ein bisschen Rückschlagmäßig geht, aber dabei hat schon eine Handgranate und ein Stun Grenade. Und als Killstreaks, respektive Scorestreaks, hatte ich den Care Package. Den Care Package ich persönlich noch nicht so gern. Aber an der Beta ist es natürlich ein bisschen normal, dass du ein bisschen wie dick Scorestreaks kriegst. Schmecken der Entwickler will ja auch ein bisschen weisen, was sonst noch so ist. Ohne dass du musst alles freigeschaltet und innerhalb von einer Woche ist das ein bisschen schwer. Als zweit hatte ich dann noch den Rolling Thunder dabei. Der Rolling Thunder als ein Airstrike. Ich fand es ziemlich cool, dass an Black Ops 3 mal endlich Airstrikes zurückkommen. Als Last hatte ich Raps dabei, okay, die sind mega cool. Das RAPS, ich weiß nicht, für was es steht, das ist mir egal. Sie erinnern ein bisschen an den Hund von Black Ops, den Modus auch noch von, das war World at War. Weil natürlich schläfst du am Anfang ziemlich viel direkt um Konfrontationslinien, so gewisse Frontlinien, das fand ich auch ziemlich cool von Treyarch. Ich meine, sie haben sich wirklich Gedanken gemacht, wie ist der Spielfluss. Und haben verschiedene Situationen mit den Maps abgebaut. Das ist in diesem Fall, als zum Beispiel diesen Eck, als eine Weitdistanz-Konfrontation von allem am Anfang, auch noch weil Spawns immer auf den Außenplätzen sind. Da hat ich in den aus dem einfach Ziel von einfach ganz flott. Da hat ich merken, okay, mein ganzes Team als 4 mehr, ich habe nicht auf meine Seite aufgepasst, aber was geschieht. Minimap ist extrem wichtig bei Call of Duty, also das muss ich immer probieren, auf Minimap zu tun. Sie verrät so viel und sie ist extrem nützlich, fand ich, wie in Lorat gesehen hat. Also auch du, habe ich gesehen, alle meine Teammates in 100 mehr. Das heißt, ich muss im richtigen Bereich sein. Da waren 2, ich habe einen Assist dabei. Das ist cool. Ich laufe weiter. Also, sie kommen nur von der Seite. Das heißt, der Spawn, wie dass ich gerade da war, regelt wahrscheinlich immer auf die andere Seite von der Map. Das sind Sachen, die merkt ihr, wenn ihr viel spielt, wie ungefähr, wie nie ungefähr. Spawnen wechseln natürlich, dass respektive Seiten sozusagen gewesen gibt. Voilà, nein, ich weiß nicht, ob sie gewartet, ich habe gemerkt, mein Team ist ganz handeln auf der anderen Seite von der Map. Das heißt, sie mussten neu spawnen, ich war 40, ich bin nicht direkt rangegangen. Und ja, okay, Fund. Ich habe gemerkt, okay, da gehe ich mal zurück mit. Nee, ich meine, sie spawnen auch da handeln, also laufen wir schnell zurück. Also das ist evident, du wolltest mich nur handeln und sie rausschleichen. Da muss ich aufpassen, das kann ich nicht mit dem Exosuit, respektive Thrust-Suit, kann ich nicht. Die kann ich nicht bestätigen, wenn ich nicht rausschleiche. Da sehen sie auf der Map und dann muss ich das mehr ziehen direkt, dass ich den Hand hinten aus. Da muss ich für sich ziehen, für den beim Schleichen. Also wie gesagt, da muss ich für den mehr direkt am behalten, weil ich mich hier und den hier an der Mitte rumgeschlagen habe. Und wie gesagt, okay, wie gesagt, war ich für sich, ich bin noch feiert. Tempest war als ein von meinen Lieblings-Specialisten, die da sind. Sie hat 4 Teile an den No-Teil, sie muss ablöden beim Chasen, das muss ich immer aufpassen. Ich finde das Problem ein bisschen so gelegt, weil sie killt, oh, ich meine, es gut, was gesagt ihr an dieser Party, meine ich, dass ich sie gut benutzt kriege. Was ich da muss beachten bei der Waffe, sie muss, wie gesagt, sie muss ablösen. Das heißt, von denen da steht, ein Ziel, den England sieht, und dann trägt den rechts, dann hätte ich noch mindestens nach 1 Sekunde Zeit für optisch Materialien ranzuballern. Und das ist definitiv ein fetter No-Deal. Das Problem löst sich aber. Zum Beispiel, wenn ich meine immer so, ich strecke schon schießen, ihr dass ich hin am Visier habe. Und die Sekunden, wo sie ablöst, hole ich hin am Visier. Dafür muss ich natürlich ein bisschen schnell sein, und dann geht es vielleicht schief, aber das ist die beste Möglichkeit für die Ablösung dort zu überbrücken. So, ich komme mal mit, ich war ganz vorsichtig,
Man musste gucken, ich habe gesehen auf der Minimap, sie sind alle ein bisschen mehr oben links von Merlograd. Komme wahrscheinlich dort mit, aber weil schon ein Teammate steht, gehe ich da mal gucken, ob ich kann etwas machen, indem ich mich vielleicht im Hand ruschleichen. Muss ich aufpassen, hey, weil sie da rankommen, da denkt ihr, das ist zu eng für den. Aber vielleicht erwarten sie mich auch nicht, weil ich so weit von dem Team weg bin. Ich spiele nicht mehr so aggressiv, wie ihr vielleicht ein bisschen erkennt. Ich weiß nicht, ich muss immer ganz physisch sein. Und zack, alle gut in den Rücken holen, und das war cool. Da sind ich mein Team Spawn drin, 100 mehr, der Tisch, Twitcherin geändert. Muss ich physisch sein, Care Package angeschaltet, weil er anlocken, dass sie kommen alle von der anderen Seite. Weil Spawn in den Raum gewesen tun, und die Situation auf der Map also auch ganz klar so express gemacht. Dafür wollte ich nicht so ein Trailer. Ich fand es genial, dass sie das so gemacht haben, dass sie evaluiert haben, wie aus dem Spielfluss wären, dem Gameplay und was geschieht, wo laufen sie gerne hin. Und das ist offensichtlich klar. So, Tempest, schnell für 3-0 und Tempest ausschalten. Und wie der gesagt, du managst, chasen, ich strecke schon, dass ich schon am Ziel bin und hoffen, dass ich innerhalb von der Sekunde am Ziel kriege. Weil der Tempest auch noch sehr cool als dass den Gegner elektrisiert, das heißt, von den anderen von den Gegner, den elektrisiert und dann nuken, da wird den auch nachgekillt. Das ist die Waffe, ich fand sie genial mächtig. Andere hundische Raps angeschaltet. Sie kommen da an, wenn man Flieger, da wo ich gerade hingucke, kommen sie hoch. Okay, ich gucke es dann. Und zack, da haben sie auf der anderen Seite gespawnt. Da auch mein Rolling Thunder, 3 Kills, das ist schon mal ganz anständig. So, schau sie das Raps an Aktion, haben sie mal schon Kill. Und es geht weiter. Ihr seht sie auch durch die Mauern, wie ihr gerade gesagt habt. Da rollen sie. Und du könnt eine zweite Lösung Raps. Und das fand ich so cool. Also, das ist nicht mit irgendeinem emulischen Sache, weil sie sind nicht schwer zu zerstören. Chase in 4-5 Kohlen drauf, dann explodieren sie. Und dann kriegt ihr noch Punkte als Gegner. Also, das ist da vielleicht ein bisschen ein Notdeel. Das gegnerische Team kriegt auch Punkte durch den Raps mehr. Sie sind täglich, wenn sie für einen an den gegnerischen Rick rollen, absolut täglich. Das Endergebnis 32-3. Also okay, ich hätte noch einmal vermeiden, dort zu sterben, wie ich in der Mitte war, aber bon. So viel zu enger Partie Call of Duty Black Ops Beta. Ich finde noch viel auf Lara, wie gesagt, von der Welt. Ich kann nicht so gerne weisen. Ich mich interessieren, was du Ghost ich zu der benutzt, was lassen du der am liebsten. Sucht mal an der Kommentarsektion. Sucht mal an der Kommentarsektion. Das ging mich freuen. So viel zum Video von heute. Vielen Dank, dass ihr da geguckt habt. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr um Infect Plays Games Channel. Bis dahin, aber sehr gut an. Ciao.